Guter Kick. Ja. Sehr bewegt gerade der Betiki hat sich entschieden, ne, ich gehe auf den Takedown. Er geht zum Takedown, er will zum Boden gehen. Er merkt, wie stark Mohamud im Stand-Up ist. Aber dafür sind die Holländer bekannt, die auch viel aus dem K1 waren, eines der weltbesten Kämpfer. Ja, ich habe es auch angesprochen. Ruthless Fight Company, dasselbe Gym wie Jamil Dynamite Chan, der 7 K.O.-Siege bei GMC hat, was auch schon eine Aussage an sich ist. Das ist schon mal eine richtige Hausnummer, ja. Und es war auch ziemlich deutlich von der Körperbewegung, kannst mich auch korrigieren, von Mohamud, dass er schon definitiv sich sehr wohl fühlt im Stand-Up-Game. Ja, sehr, sehr gut. Sicher vor allem. Er fühlt sich auch sehr sicher. Ja, das Problem mit den Handschuhen. Dafür haben wir den lieben Mohammed. Ref Shalaby. Und damit kann es weitergehen jetzt. Noch 1 Minute 45. Kick da zum Anteil zu sehen, da sehr viele... Ich glaube auch, der Mohamud, der hat auch so einige K1-Kämpfe schon hinter sich. Der ist im Stand-Up wirklich sehr souverän. Und wir sehen da auch sehr viele Feints von ihm erstmal, bevor der Schlag kam ans Gesicht. Und dafür Betiki wiederum auch, ich glaube, wäre das für dich die richtige Entscheidung, ihn zu versuchen runterzubringen und weiterzuringen? Ja. Definitiv. Also es ist einfach in MMA so, hast du einen guten Striker, musst du ihn zu Boden bringen. Ne? Der Mohamud verteidigt jetzt an dem Käfig, dreht sich um. Ja, verteidigt sich auch sehr gut, ist auch sehr stark, hat eine gute Balance. Ja, kannst mich auch korrigieren, aber ich glaube, der Betiki hat auch nicht so wirklich krass versucht, an dem Takedown zu kommen. Er ein bisschen mehr in Richtung Clinch. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist noch so ein bisschen Unerfahrenheit. Da bin ich mir aber jetzt noch nicht sicher. Ja, ein paar Kicks. Vielleicht auch ein bisschen unsicher mit dem Ground Game. Oder unsicher mit den Takedowns. Oh, gerade... Boah, also er hat echt ein Problem mit den Handschuhen. Oder die Kicks von Betiki sind so hart, dass die Handschuhe einfach jedes Mal explodieren. Das kann auch sein. So, wieder jetzt langsam dran. Ohr gestoppt natürlich. Und mit deiner Erfahrung, was machen solche Momente wie das hier? Sagen wir mal, einen kleinen Malfunction mit dem... Das ist super. Also diese Momente, wenn wirklich mal ein Handschuh gerichtet werden muss oder sonstige Sachen, da hat man halt wirklich die Möglichkeit, Luft zu ziehen. Ne? Weil du brauchst ja wirklich, die Ringpause ist einfach, um Luft zu ziehen, Sauerstoff zu ziehen und da hast du nochmal so einen extra Bonus. Das holt dich nicht so doll aus dem Kampf raus. Du bist ja schon drin. Oh, das gibt einem Sehr wahrscheinlich schön. auch die Chance, ein bisschen nachzudenken, neue Strategien zu finden. Ja, genau. Aber bisher erste Runde würde ich sagen, eher in Richtung Mohamud. Ein paar richtig schöne Knaller, aber bisher noch keinen kritischen Kick oder Schlag, würde ich sagen. Nein, also punktemäßig sehe ich die blaue Ecke vorne, weil er viel aktiver war, nur im Vorwärtsmarsch, alles sehr souverän gemacht hat, sauber geboxt, sauber gekickt. Es war jetzt schön anzusehen. Und aus der roten Ecke muss jetzt mal was kommen. Da muss ein bisschen mehr Aktivität kommen, wie nur zu clinchen. Ja, also gerade Gespräche mit dem Betiki, mit seinem Coach. Ja, das kann den Kampf komplett wenden. Ne? Es kann sein, dass die zweite Runde gleich ganz anders aussieht. So, und da geht es jetzt in die zweite Runde von potenziell 3.
Ja. Erstmal ein bisschen mehr Aktivität, ein bisschen mehr Initiative hier von Betiki. Ja, aber damit kommt er klar. Also damit kommt die blaue Ecke gut klar. Ja, bringt ihn Geht runter. sofort zu Guard. Jetzt müsste er nur die Guard zumachen. Er hat so schöne lange Beine. Hat er gemacht. Sehr gut. Und das hast du auch angesprochen, diese Chats mit dem Coaches zwischen den Runden, die können sehr viel aktivieren. Ja, wenn du wirklich also das sollte man ja immer haben, den guten Draht zum Coach. Ne? Er ist dein Joystick, du musst funktionieren. Und das kann wirklich Welten ändern, Türen öffnen, alles. Sehr gut gemacht. Hier wieder aus dem Guard, wieder zum Stand-Up-Game. Wiederum ein paar Schlägen hier von den Mohamed. Sehr schöner Treffer mit der Schlaghand, Overhand. Er wechselt auch ab und zu die Auslage. Mal ist er Rechtsauslage, mal Linksauslage. Also wirklich, er ist sehr souverän auf den Füßen. Ja, und wir merken gerade, fällt Betiki langsam wieder rein in dieses passives Agieren, in dieses reaktionäres Kämpfen. Ja. Ich glaube, gerade auf der mentalen Ebene ist Betiki ein bisschen auf dem hinteren Fuß. Auf jeden Fall, er ist jetzt sehr defensiv. Er will auch gar nicht näher ran, weil die Treffer tun auch weh. Also in meinen Augen hat Mohamed ihn geknackt. Ja, das war ein gutes Kick, aber wiederum. Ja, der Handschuh, der stört ihn. Ne? Der ist nur mit seinem Handschuh dran. Aber ich glaube, dass in dem Moment macht es auch halt einen Effekt bei Betiki vielleicht. Also du kannst mich auch korrigieren, gerne. Das war tatsächlich ein guter Kick, einen dezenten Treffer, gut verteidigt von Mohamed. Aber dann, wenn guten Treffer und dann hat man diese kurze Pause, dann... Ja, da kannst du raus aus dem Kampf kommen. Ne? Du kannst aus deinem Modus auch rauskommen. Also wieder Auslage gewechselt. Jetzt fängt er wieder... Aha. Oh, wow! Wow! Den merkt er morgen noch. Den merke ich morgen noch. Das war so nah. Einen zweiten Kick da zum Körper. Besser verteidigt diesmal von Betiki. Weiterhin gut gedodged, die zwei Jabs. Das Filmen Jab in der and Hand Cross. ist untersagt. Bitte keine Filmaufnahmen machen. Keine Filmaufnahmen machen. Dankeschön. Wieder ein paar Kicks und wiederum sehr passiv gerade von Betiki, aber dafür definitiv sehr gute Initiative, sehr gutes Fokus und Kontrolle des Kampfes von Mohamed. Ja. Mohamed arbeitet jetzt gerade Der hat auch wieder gut gesessen. Und das haben wir schon recht gut ein paar Mal gesehen. Vor allem diese rechte Schläge auf dem linken Gesicht von Betiki. Diese linke Wange. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade richtig doll wehtut. Ja, da können wirklich mal die Lichter ausgehen. Ne? Also wenn die trifft, da saß auch so ein bisschen Pfund hinter. War schon diesen guten Beginn des Kampfes und da sehen wir diese Schläge. Das war auch, glaube ich, nicht mal der letzte in dieser Runde. Ich denke mal, in der dritten Runde werden beide noch mal ein bisschen Gas geben und es werden mehr Fäuste aus der blauen Ecke kommen. Das ist definitiv. Das ist die Geschichte von Runde 1 und 2. Ich glaube, bei Runde 3 wird das sich kaum ändern. Ich glaube auch gerade mental, der Mohamed ist definitiv sehr, sehr entspannt. Er ist cool, ne? Er ist cool und es gefällt ihm im Cage, das merkst du. Er fühlt sich wohl, er fühlt sich sicher. Er hat es angedeutet zu Beginn zu seinem Gegner, hey, lass mal kurz umarmen. Yes, Sportlichkeit. Ja. Das ist das Wichtigste. Ne? Also nach jedem Kampf, egal wie hart er war, muss man auch wirklich Fairplay sein, mit deinem Gegner noch einen Kaffee trinken können. Ja, aus den Niederlagen lernt man mehr als aus den Siegen. Ja, definitiv. Gerade. Ich merke, er schaffelt auch sehr viel durch den Beinen. Oh, gutes Takedown da von Betiki. Ja, gut verteidigt aber auch noch von Mohamed. Lieb auf die Beine. Sofort wieder auf die Beine gekommen.
Versuch für einen Takedown von Mohamud. Er war, glaube ich, mit den Armen noch nicht so ganz tief. Ja, er hat den Winkel noch nicht gehabt, um zu hebeln. Und dann ist natürlich auch, die Haut ist sehr verschwitzt. Du rutscht einfach wieder hoch. Ne? Ja, ein paar Pfefferknie von Mohamud. Ich denke mal, dass die beiden gleich wieder getrennt werden. Es geht gleich wieder im Stand-up weiter. Nochmal den Versuch da um den Takedown von Mohamud. Einmal so ein kleiner Stomp-Kick auf den Fuß. Ja, da hat er eine kurze Mahnung bekommen von Chalabi. Ja, jetzt will er zum Rücken. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt muss er noch beide Hooks rein. Nacken gerade ist in sehr gefährlicher Lage. Ja. Könnte jetzt gut. Rausgeflutscht, aber jetzt hat er die Mount. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich ein paar. Ja, von der Rückenkontrolle und das Gefahr der Rear Naked Choke jetzt zum Ground and Pound. Er zieht den Mohamud näher dran, dass die Schläge nicht so viel Luftzeit bekommen. Versucht auch gerade diesen rechten Arm von Mohamud zu blockieren. Ja. Mohamud möchte gerne einen frühzeitigen Sieg. Da muss er jetzt noch mal Gas geben, dass er mindestens mal 5, 6 Schläge hintereinander trifft. Gerade 15 Sekunden noch. Und Ja. Könnte sein, dass dann abgebrochen wird. ich glaube, der hat es gerade gehört. Normalerweise Also man sagt ja bei den Amateuren, wenn du 5, 6 harte Treffer am Boden bekommst, wird auch abgebrochen. Ja. Es war natürlich auch die Pause oder das Ende des Kampfes in Sicht. Aber definitiv ist die blaue Ecke der Sieg. Ja, wir haben da gesehen auch, er hat auch am Ende aufgehört. Vorher wusste nur noch 4, 5 Sekunden. Er war sehr sicher mit dem Sieg. Von daher sehr sportlich, sehr fairer Junge. Keine weitere Schäden, wo keine weiteren Schäden benötigt sind. Ja, faire Sportlichkeit ist da, aber der darf auch feiern. Er hat zwar auch ein guter Sieg. Nach 3 Runden haben wir einen Gewinner. Nach Unanimous Decision die blaue Ecke und die Partei Mohamud. Ja, da freut sich jemand. Ja, definitiv. 3 Kämpfe, 3 Unanimous Decision. Ich würde sagen, 2 richtig